als Christen, in unserem Leben mit Gott, aber auch im Speziellen, damit wir Gott erleben können. Damit du Gott kannst glauben, nicht an ihn glauben, sondern etwas glauben von ihm, etwas empfangen von ihm, etwas nehmen von ihm. Glauben heisst ja, auf einen kürzesten Nenner gebracht, heisst Glauben eigentlich nehmen von Gott, etwas empfangen von Gott. Das ist vom Griechischen her eigentlich genau das gleiche. Nehmen und empfangen ist das gleiche Wort. Also eine Grundvoraussetzung, dass du etwas kannst nehmen von Gott, etwas empfangen von ihm, ist die, dass du 100%ig weisst, Gott ist gut. Er ist ein guter Gott. Er ist ein liebender Gott. Versteht ihr mich? Ich kann nicht gleichzeitig noch Englisch reden. Also eine Grundvoraussetzung, dass wir von Gott etwas nehmen und empfangen, ist, dass wir wissen, erleben, erfahren, Gott ist total gut. Er ist Liebe. Er ist total für mich. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass Gott gut ist, dass er Liebe ist, dass er für dich ist, dass er nur gute Absichten, dass er nur gute Gedanken über dir hat, wenn du vielleicht noch für möglich haltest oder sogar Angst hast davon, dass Gott vielleicht auch noch strafende Massnahmen hat gegen dich oder dass Gott vielleicht sadistische Züge hat, dass es ihm Spass macht, irgendwo die Menschen zu leiden, die zu leiden. Dass er vielleicht sadistische Pläne hat mit dir. Wenn du denkst, Gott will dir gewisse Sachen vorenthalten, dass du gewisse Sachen nicht erlebst. Solange wir so denken, solange du so denkst, kannst du nicht etwas im Glauben nehmen von Gott. Das können wir nicht, das geht nicht. Wir können nicht von Gott etwas empfangen, wenn wir nicht sicher sind, ob er es uns überhaupt geben will. Das geht nicht. Wie also im Untergrund von deiner Person Angst ist, Unsicherheit ist, dass Gott vielleicht will, dass du die Krankheit trägst. Dass Gott vielleicht will, dass du das Problem, die Schwierigkeit, die Not, wo du drin bist, dass er will, dass du das erleidest. Vielleicht sogar noch weiter, wenn du sogar das Gefühl hast, dass er der Urheber ist von deinem Problem. Dass er der Urheber ist von deiner Not, von deinen schwierigen Umständen, von deiner Situation, wo du drin bist. Vielleicht sogar, dass du denkst, ja, ich war halt so daneben gewesen, in meiner Vergangenheit. Oder sogar noch aktuell, ich bin ja noch so daneben in meinem Leben. Solange wir so denken, solange das da ist in deinem Denken, können wir nicht von Gott etwas empfangen. Solange du denkst, ich müsste halt noch besser werden, damit ich Gott erleben kann. Ich müsste halt noch ein bisschen heiliger werden. Ich müsste mich noch ein bisschen mehr bemühen, noch ein bisschen mehr anstrengen, dass ich so leben kann, dass es Gott einigermaßen passt. Und jedes Mal, wenn du betest und sagst, Herr, bitte schenk mir das, bitte tu das, bitte erhör das Gebet, dann kommt schon der Gedanke, kann er ja gar nicht, wenn du so daneben bist. Denk nur daran, wie du bist. In deiner Vergangenheit oder erst gerade in deiner Gegenwart. Solange wir so denken, solange wir das in unserem Denken da ist, kannst du nicht im Glauben etwas von Gott empfangen. Es geht einfach nicht. Da kommt immer der Gedanke, du bist noch zu wenig weit, es kommt sowieso nicht, du bist noch daneben oder Gott will es dir gar nicht geben. Weil Gott ist eigentlich vielleicht gar nicht ein guter Gott. Er ist vielleicht gar nicht ein liebender Gott. Und solange das da ist, können wir nicht wirklich im Glauben etwas empfangen. Vielleicht sind die Positionen aber auch viel feiner. Vielleicht ist es nur so ein kleiner, leiser Zweifel. Aber trotzdem extrem glaubensvernichtend. Ein Zweifel ist extrem glaubenshindernd, vernichtend. Ein Zweifel, wo du nicht sicher bist, will Gott das überhaupt? Er sagt es zwar schon, aber will er es denn auch überhaupt? Will er es in meinem Leben? Vielleicht bei anderen schon, aber will er es in meinem Leben? Und dann kommen vielleicht noch deine Erfahrungen dazu, die du gemacht hast in der Vergangenheit. Deine oder Erfahrungen von anderen, die dir sagen, es funktioniert längstens nicht immer. Manchmal geht es nicht, manchmal klappt es nicht. Manchmal will Gott irgendwie nicht. Hast du auch schon erlebt, oder?
Hast du etwas gebeten und es hat nicht funktioniert. Das haben wir alle schon erlebt. Und dann kommen die Zweifel, und dann weiss man, Gott sagt es zwar in seinem Wort, er hat es gesagt, aber ob er jetzt so handelt, ob er wirklich gut ist, ob er wirklich will, dass sie es erleben, das ist das Risiko. Und dann kommt die Frage, willst du es wirklich probieren? Willst du wirklich auf das Wort Gottes hin handeln und agieren? Willst du es wirklich machen? Am Schluss bist du dann wieder enttäuscht. Weil wahrscheinlich funktioniert es wieder nicht. Zweifel. Und wenn der Zweifel da ist, sagt die Bibel, Jakobus 1, 6 folgende, wirst du es dann nicht erleben. Der Zweifel zerstört die Glauben. Du kannst nicht glauben, solange Angst, Unsicherheit, Zweifel da sind, ob Gott wirklich ein guter Gott ist, ob Gott dir das wirklich geben will, ob Gott wirklich gemäss seinem Wort sich verhält und handelt. Solange der Zweifel da ist, können wir nicht glauben. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das tut die zuverlässige Regelmäßigkeit, die Glauben vernichten, deine Gebete machen, dass deine Gebete nicht erhört werden, dass die Verheißungen, die du in Anspruch genommen hast, dass du die nicht erlebst und dein Glaubensleben hindern. Zuverlässige Regelmäßigkeit. Wenn Angst, Unsicherheit, Zweifel da ist, dass Gott wirklich ein guter Gott ist, dass er total für dich ist, dass du einzigartig, wichtig und geliebt bist in den Augen Gottes, solange das in deinen Gedanken in Frage gestellt ist, kannst du nicht im Glauben etwas von Gott empfangen. Es geht nicht. Und es ist da in unserem Denken. Unser Denken, oder ein bisschen persönlicher, dein Denken ist besetzt von solchen Gedanken, von solchen Zweifeln, von Angst, Unsicherheit. Aufgrund vielleicht von den Erfahrungen, die du gemacht hast, oder Erfahrungen von anderen, die du gehört hast. Dein Denken ist voll mit solchen Gedanken, mit solchen Zweifeln. Stimmt's? Wenn du denkst, ich lege dem Kranken die Hände auf, bete für ihn. Noch ein bisschen warten, bis wir heiliger sind, bis wir weiter sind, bis wir im Glauben noch ein bisschen vorwärts gegangen sind. Haben wir sofort die Zweifel. Wir haben es vielleicht schon ausprobiert. Wir haben gesagt, Gott, ich handle jetzt gemäss deinem Wort. Und dann haben wir festgestellt, er handelt aber nicht gemäss seinem Wort. Oder haben wir das Gefühl gehabt? Warum ist das? Und das füllt unser Denken, da sind wir unsicher, da haben wir Angst, da haben wir Zweifel. Und dann lassen wir uns dann lieber nicht auf den Test raus. Wir sagen zwar, Gott sagt schon, aber Vorsicht. Vorsicht. Und wenn wir dann gleich ausprobieren und etwas machen, etwas wagen mit Gott, wenn wir ihn erleben, super. Schön, sensationell, aber es sind nur Ausnahmeerfahrungen, die wir dann machen. Ausnahmsweise mal erleben wir, dass Gott eingreift, dass Gott unsere Gebete hört. Aber das ist eigentlich nicht der Wille Gottes, sondern der Wille Gottes wäre, dass wir ihn immer wieder erleben. Dass wir ihn erleben in unserem Alltag, in unseren Situationen, in unseren Nöten, in unseren Schwierigkeiten. Das will er. Und das verheißt er uns im Wort. Jetzt, wie kommen wir dorthin? Wie kommst du dorthin, dass du Gott erlebst? Dass du betest, Gott greift ein. Dass du Verheißungen in Anspruch nimmst und er auch erlebst, wie sie in Erfüllung geht in deinem Leben. Es gibt einen Weg. Und Gott zeigt uns den Weg in seinem Wort. Und zwar ist der Weg nicht in dieser Form, dass du jetzt heiliger werden musst. Das ist zwar auch gut, das ist auch richtig. Die Bibel sagt, wir sollen heiliger werden, aber nicht aus deiner Leistung, nicht aus deiner Anstrengung. Und ich denke, wenn wir den Weg, den wir heute Morgen anschauen, einschlagen, dann werden wir heiliger, aber aus der Kraft Gottes, mit seiner Hilfe. Fast automatisch, was der göttliche Weg ist. Also nicht der Weg, dass du dich bemühen musst, dich mehr anstrengen, die christlichen Normen einzuhalten, uns zusammenzureissen, weil das haben wir ja alle schon versucht und irgendwann festgestellt, es geht nicht, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht so leben, wie ich eigentlich sollte. Ich kann nicht aus meiner Kraft, aus meiner Leistung die christlichen Normen und Gebote und was ich da alles müsste einhalten. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Ich schaffe es vielleicht einen Tag,
vielleicht 2, vielleicht auch noch eine Stunde und dann ist wieder alles. Bin ich erschöpft und müde und man nicht mehr. Also es muss einen anderen Weg geben. Und es gibt einen Weg. Es ist viel schöner, frei von unserer Anstrengung, ein Weg, wo die Glaube freigesetzt wird, wirksam wird, wo die Glaube etwas bewirkt, wo wir dann schlussendlich Gott werden erleben, nicht nur ausnahmsweise, sondern wo wir ihn immer wieder werden erleben. Sein Eingreifen, erhörte Gebet, immer wieder. Und das steht in Galater 5. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung etwas, noch Vorhalt, sondern nur Glaube, der sich durch Liebe wirksam erweist. Also hier lesen wir weder Beschneidung noch Vorhut. Das heisst, weder deine Herkunft, von wo du herkommst, was dein Background ist, was dein Hintergrund ist, ob du aus einem privilegierten Elternhaus kommst, Hintergrund kommst oder eben nicht. Es spielt keine Rolle, was für Werk das du kannst bringen. Es spielt keine Rolle, ob du eine vorzügliche Ausbildung hast oder vielleicht eine mangelhafte. Nichts, was du irgendwie kannst bringen, zählt, damit dein Glaube wirksam ist. Nichts. Also nichts, was du irgendwie kannst bringen, bewirkt, dass dein Glaube freigesetzt ist. Sondern allein Liebe. Liebe. Liebe ist die Lösung von deinem Problem. Liebe ist die Lösung, dass du Gott mehr erlebst in deinem Leben. Liebe. Ist das nicht eine frohe Nachricht? Ihr seid so verhalten. Liebe ist die Lösung von deinem Problem. Halleluja. Also es braucht noch Erläuterung. Und zwar nicht Liebe in dieser Form, weil wir so automatisch denken, dass du denkst, ah ja genau, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss meine Geschwister mehr lieben, ich muss meine Schwestern und meine Brüder, sogar die Schwierigen, ich muss jetzt einfach mehr lieben. Also doch, ich muss mich wieder mehr zusammenreissen. Ich muss mich zusammennehmen und mache es halt. Weil Liebe tut ja schliesslich, haben wir jetzt gelesen, den Glauben wirksam machen. Nein, nein. Und noch einmal nein. Überhaupt nicht, gar nicht. Ihr könnt aufatmen. Sondern hier steht, im Griechischen für Liebe steht das Wort Agape. Agape. Und das ist die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe. Das ist die Liebe, die von Gott kommt. Das ist die Liebe, die wir Menschen nicht haben. Die hast du nicht. Aus dir raus. Kennen. Niemand hat die Liebe aus sich raus. Das ist die Liebe, die von Gott kommt. Die göttliche Liebe. Im Griechischen gibt es ja 3 Worte für Liebe. Das ist Eros, die körperliche Liebe, Phileos, die zwischenmenschliche, brüderliche Liebe, Mutterliebe. Das sind die Lieben, die wir haben, die 2, Eros und Phileos. Und dann gibt es eben noch die 3. Liebe, Agape, die göttliche Liebe, die wir nicht haben. Im Deutsch gibt es nur ein Wort, das ist einfach Liebe. Das macht es manchmal ein bisschen schwieriger. Und hier steht, dass der Glaube freigesetzt wird durch die göttliche Liebe. Durch die Liebe Gottes. Nicht durch deine zwischenmenschliche Liebe, die du hast oder nicht hast, je nachdem, ob dir etwas sympathisch ist oder nicht. Also die göttliche Liebe, die bewirkt, dass dein Glaube freigesetzt ist, dass in deinen Anliegen, in deinen Gebeten, die du hast, oder die Verheißungen, die du in Anspruch nimmst, dass der Gott wirksam werden kann. Dass deine Probleme, deine Schwierigkeiten, deine Nöte gelöst werden, Gott kann eingreifen. Und wir müssen also an die Liebe irgendwie herkommen. Wir brauchen die Liebe. Wir brauchen die Liebe, stimmt's? Wir brauchen mehr von dieser Liebe, dass unser Glaube wirksam werden kann. Das ist eine Liebe, die wir nicht verdienen können, die können wir nicht erarbeiten, durch unsere Werke oder durch unsere Herkunft irgendwie überkommen, sondern sie ist allein geschenkt. Nur geschenkt. Du kannst es als Geschenk annehmen.
Und das ist die Liebe, die Gott dir geben will, dass du sie erlebst. Und dass du dann, wenn du es erlebst, 100%ig weisst, Gott ist für mich. Gott ist total für mich. Er liebt mich. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin einzigartig in den Augen Gottes. Ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Ich bin wichtig. Das ist die Liebe, die Gott uns geben will, dass wir ihn als liebenden Vater erleben. Und dass du weisst und erlebst, von ihm kommt nur Gutes. Wie es im Jakobus 1,17 steht. Von ihm kommt nur Gutes. Alle gute Gaben und alles vollkommene Geschenk kommt vom Vater. Und er steht, bei ihm ist keine Veränderung, noch ein Schatten, weil sich irgendwie verändern würde. Er ist immer gleich. Er ist immer Liebe. Bedingungslos, vorbehaltslos, einfach Liebe. Von ihm kommt nur Gutes. Und zwar nur Gutes, auch solche Sachen, die eigentlich auch du gut findest. Sachen, die du gut findest mit deinem gesunden Menschenverstand. Man kann alles umdoktrinieren. Aber es sind Sachen, die du eigentlich gut findest. Und diese Liebe, diese göttliche Agapenliebe, die soll man nicht nur theoretisch erkennen und wissen, ja, theoretisch Gott ist Liebe, sondern Gott will, dass wir die Liebe auch erleben. Er will, dass du die Liebe erlebst in deinem Alltag, in deinem Leben. Es steht in den Psalmen, schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Mit unseren physischen Sinn, mit unseren Gefühlen sollen wir erleben, dass Gott ein liebender, gütiger Vater ist, der gute Gedanken hat. Er ist an seinem Wesen nach, ist er durch und durch Liebe. Aus seinem Wesen nach hat er durch und durch nur gute Gedanken und gute Absichten über dir. Gott hat nur gute Absichten über dir. Keine schlechten, keine strafenden, sadistischen Absichten. Und wenn wir das erleben, wenn wir die Liebe Gottes erleben, wenn wir die Liebe Gottes spüren, dann wird die Glaube freigesetzt. Dann wird die Glaube wirksam, wie es im Galater 5 steht. Glaube, wo durch Liebe wirkt. Weil du die Liebe Gottes erlebt hast. Weil du hast gemerkt, Gott ist total Liebe. 100%ig. Er will mir nichts vorenthalten. Er will mein Bestes. Er liebt mich unwahrscheinlich, extrem. Und wenn wir das wissen, wenn wir das erleben, wenn wir das erkennen, dann fällt es uns ganz leicht, schlussendlich etwas von Gott zu empfangen. Weil du weißt, er ist für mich. Er will ja, dass es mir gut geht. Er will mir ja kein Segen vorenthalten. Er will mir ja keine Lösung vorenthalten. Wenn wir das wissen und erleben, dann sind die Gebetserhörungen ganz leicht. Dann kommt die Lösung Gottes ganz leicht in unser Leben hinein. Aber zuerst müssen wir erfahren, Gott ist total für mich. Er ist total für mich. Er ist ein liebender Vater. Und das muss eingeprägt werden, das muss eingebrannt werden in unser Denken. Weil in unserem Denken sind so viele falsche Positionen drin. Und wir eben denken, ja, vielleicht will er es gar nicht. Vielleicht hat er doch noch strafende Massnahmen gegen mich. Und das muss eingebrannt werden in unser Denken. Gott hat keine strafenden Massnahmen gegen dich. Er hat keine sadistischen Züge. Und er Freude daran hat, wenn er sieht, wie seine Geschöpfe leiden auf dieser Erde. Hat er nicht. Und er hat nur gute Gedanken über dich. Er will dein Beste. Das muss eingeprägt werden in unser Denken. Das muss unser Denken füllen. Zuerst einmal einfach wissen, Gott meint es nur gut mit mir. Er meint es nur gut mit mir. Er ist nicht böse auf mich. Trotz meiner Vergangenheit, trotz meiner Gegenwart vielleicht. Er ist nicht böse auf mich. Dass wir wissen, Gott ist grundsätzlich 100%ig für mich, hat nur gute Absichten mit mir, hat nur gute Gedanken, er will mein Bestes, er will mir nichts vorenthalten, er ist total für mich, ausnahmslos, vorbehaltslos, immer. Das muss in unser Denken hinein. Er ist total für mich. Sagen das einmal zusammen, komm. Er ist total für mich. Immer. Ausnahmslos.
sogar in Ewigkeit. In Ewigkeit ist Gott für dich. Und das fängt schon hier an. Nicht erst, wenn du gestorben bist, sondern hier fängt es an. Er ist total für dich. Er hat nur gute Gedanken. Das muss in unser Denken rein. Und wenn das in unserem Denken drin ist, wenn du weisst und erlebst, hey, Gott ist total für mich. Ich bin einfach geliebt, so wie ich bin. Nicht wegen dem, was ich mache. Wegen meiner einzigartigen Leistung, die ich gebracht habe. Oder wegen meiner Herkunft. Oder wie wir es gesehen haben im Galater. Wegen meinem Werk oder was auch immer. Sondern einfach wegen mir. Weil er mich liebt, so wie ich bin. Nicht wegen etwas, was ich mache, sondern wegen dem, was ich bin, liebt er mich. Wenn du das weisst, wenn du das erlebst, und wenn du jetzt in schwierige Situationen reinkommst, und ich denke, sie werden auch dann wieder kommen, die schwierigen Situationen, Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten. Wenn du jetzt in Schwierigkeiten reinkommst, erlebt hast, hey, Gott ist total für mich. Er liebt mich. Ich bin einzigartig, ich bin sein geliebtes Kind. Und dann kommst du in schwierige Situationen rein und denkst, oh nein, Gott, hast du mich jetzt total vergessen? Warum? Warum jetzt wieder ich? Solche Situationen können kommen. Dann führ dir zuerst vor Augen, wenn du in schwierige Situationen hineinkommst. Oder wenn du in schwierigen Situationen innen bist jetzt, dann führ dir vor Augen, Gott ist total für mich. Er hat nur gute Absichten mit mir. Er hat keine negativen Gedanken über mir. Er ist mir nicht böse. Er lässt mich nicht allein. Er lässt mich nicht im Stich. Er ist total für mich. Ohne Vorbehalt, ohne Einschränkungen, ohne Wenn und Aber, ohne strafende Massnahmen, weil die Bibel sagt ja, dass Jesus jede Strafe am Kreuz von Golgatha auf sich genommen hat, an meiner Stelle, die vergangene Strafe, die ich verdient habe, die aktuelle Strafe und sogar die wir in Zukunft tun, hat er auf sich genommen am Kreuz von Golgatha, wenn wir sie ihm bringen. Also Gott hat keine strafenden Absichten und Massnahmen gegen dich. Dann führt er das vor Augen. Im Wissen, Gott ist total für mich. Er will nur mein Bestes. Er lässt mich nicht im Stich. Er steht zu seinem Wort. Er will, dass ich ihn erlebe, seine Liebe. Führ dir das vor Augen. Egal, wie es um dich herum aussieht, egal, wie schwierig das deine Situation, deine Umstände ist, er ist total vorbehaltslos für dich. Total. Und jetzt schau dir dein Problem aus dieser Perspektive an. Schau dir deine Schwierigkeit aus dieser Perspektive an, wo du weißt, Gott ist für mich. Er will mir nichts vorenthalten. Er will seine Lösungen hineinbringen. Er will, dass meine Gebete erhört werden. Er ist total für mich. Schau dir dein Problem aus dieser Perspektive an, wo du weißt, Gott will seine Lösung nicht vorenthalten. Gott will mich nicht leiden in der Not, sondern er will seine Lösung geben. Gott ist auf meiner Seite. Das muss in unser Denken hinein. Oder wenn du an eine Bibelstelle kommst, die du nicht verstehst, passiert ja etwas, dass wir eine Bibelstelle lesen und dann denken, jetzt hat er doch gesagt, Gott ist gut, er ist total lieb, er ist Liebe in Person. Und jetzt steht aber hier so etwas Schwieriges. Wieso? Dann tut er auch zuerst vergegenwärtigen wieder, Gott ist Liebe. Gott ist total gut. Gott hat keine strafenden Massnahmen gegen seine Kinder. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Mit diesem Hintergrund, schau die schwierigen Bibelstellen an. Lass vielleicht der Heilige Geist ein, dass er dir zeigt und offenbart, was für ein Hintergrund hinter dieser Bibelstelle ist. Schau dir das immer wieder vergegenwärtigen. Gott ist total gut. Er hat nur gute Gedanken. Er ist total für mich. Er will, dass es mir gut geht. Er will, dass es dir gut geht. Hast du gewusst? Er will, dass es dir gut geht. Und zwar total gut. Dass du happy bist. Trotz Schwierigkeiten, trotz Umständen. Der Noldi hat ja gesagt, vom Warten am Anfang, steht sogar auch in der Bibel, das Warten der Gerechten. Das ist immer mühsam, wenn wir müssen warten. Oder? Jetzt ist gleich die Weihnacht, du hast Geschenke, die dir gehören, vielleicht schon unter dem Baum gesehen. Jetzt musst du warten, bis du endlich auspacken kannst. Das ist doch immer mühsam.
Warten, bis Gott eingreift. Ist doch immer mühsam. Warten, bis... Aber es steht in den Sprüchen, das Warten der Gerechten soll zur Freude werden. Sogar das Warten soll eine Freude sein für uns. So ist Gott. Er will, dass wir uns immer freuen. Trotz Umständen, trotz Schwierigkeiten, trotz Gefängnis, wie der Paulus. Ich kann sagen, ich freue mich. Und zwar freue ich mich extrem. Nicht wegen der Umstände, sondern in den Umständen, wegen meinem Gott, weil ich ihn erlebe. Und das schauen wir dann an, wie man das praktisch macht. Führe dir immer wieder vor Augen, Gott ist einfach gut. Er ist total für mich. Er liebt mich. Ich bin sein geliebter Kind. Er ist total begeistert von mir. Er will mein Bestes. Er will mich nicht irgendwo strafen oder ist böse auf mich, wegen dem, was ich gemacht habe, wegen dem, was ich gestern gemacht habe oder in der Vergangenheit. Nein, er liebt dich unwahrscheinlich. Und er ist begeistert, wenn du zu ihm kommst. Und Gott möchte, dass wir ihn so erleben, ihn so sehen, ihn so spüren, dass wir gesättigt sind, seine Liebe nicht nur theoretisch wissen, sondern seine Liebe erleben, fühlen. Dass wir so richtig voll und satt sind von seiner Liebe. In unserem Alltag. Nicht nur am Sonntagmorgen nach dem Lobpreis, sondern in unserem Alltag, dass wir Gott erleben. Montagmorgen unterwegs zum Arbeiten, dass du richtig voll bist von der Liebe Gottes. Dass es so richtig gut geht, so richtig happy bist. Und wenn wir das erleben, dann ist es ganz leicht, die Lösungen Gottes zu empfangen. Weil du weißt, er ist für mich. Und dann ist es auch viel, viel einfacher, wenn Gott sagt, jetzt liebe auch noch deinen Nächsten, deinen Bruder oder deine Schwester. Das ist viel leichter. Wenn du voll bist mit dieser Liebe und auch deine Geschwister sollst lieben, fällt es viel leichter. Weil Gott sagt, immer, wenn er sagt, wir sollen unsere Nächsten lieben, unsere Geschwister lieben, immer sagt er dort, wir sollen einfach die göttliche Agape-Liebe weitergeben. Er sagt nie, wir sollen unsere Geschwister lieben mit unserer eigenen zwischenmenschlichen Liebe. Das sagt er nie. Eine Stelle gibt es, und die steht im Römerbrief, wo er sagt, wir sollen unsere Geschwister mit dieser Phileos-Liebe lieben. Und sonst alle anderen Stellen, die es gibt im Neuen Testament, sagt er, du sollst deine Geschwister mit der göttlichen Agape-Liebe lieben. Also mit dieser Liebe, die du eigentlich gar nicht hast. Die du aus dir heraus gar nicht hast. Das ist viel entspannender. Du musst dich nicht entscheiden, so, jetzt muss ich endlich, jetzt muss ich mich zusammenreissen und dem auch noch ein bisschen Liebe geben. Der auch noch ein bisschen Liebe geben. Nein. Du lässt dich lieben von Gott mit dieser Agape-Liebe und lässt es einfach weiterfließen auf deine Geschwister. Und das kannst du nur die Liebe weitergeben, wenn du selber voll bist von dieser Liebe. Wenn du sie nicht hast, wenn du leer bist, dann kannst du es auch nicht weitergeben. Du kannst nichts geben, was du nicht hast. Dann bist du nicht darauf angewiesen und dann merkst du, ja, ich muss lieben, also ich muss meine eigenen Ressourcen an Liebe muss jetzt irgendwie aktivieren und muss Liebe weitergeben. Und irgendwann merkst du, hey, jetzt kann ich nicht mehr. Kommt ja nicht zurück, also komm jetzt hör auf. Das ist deine eigene Liebe, die du hast probiert weiterzugeben. Die göttliche Liebe, die kannst du einfach mal fließen, mal weiterfließen. Unabhängig, ob dir etwas sympathisch ist oder nicht. Das ist doch viel entspannender. Und wenn wir das machen, wenn wir uns lieben von der Liebe Gottes, dann geht es deiner Seele gut. Deine Seele wird heil, gesund. Dort, wo vorher Defizite waren, Verletzungen waren, Mankos waren in deiner Seele, da wo Deformationen waren in deiner Seele, da wird sie heil, da wird sie gesund, da geht es deiner Seele gut. Und wenn wir so voll sind von seiner Liebe, dann wird die Glaube freigesetzt. Die Glaube bewirkt etwas. Er wird wirkungsfähig, wird Frucht bringen. Weil du weisst und erlebst, Gott will nur das Beste für mich. Er will mir nichts vorenthalten. Er ist nicht böse auf mich, sondern er liebt mich und er ist begeistert von mir. Und die Lösung wird kommen.
Die Lösung wird reinkommen in dein Leben hinein. Jetzt ist die Frage, wie macht man das praktisch? Wie macht man das praktisch, dass man reinkommt in die Grunderfahrung von der Liebe Gottes? Was können wir machen? Was sagt die Bibel darüber? Wie können wir die Liebe Gottes erleben? Und da gibt es verschiedene Punkte, die wir zusammen anschauen wollen. Ich habe das auf Zettel kopiert. Wenn ihr die wollt, könnt ihr die am Schluss. Der erste Punkt, Römer 5,8. Gott beweist aber seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also die Liebe Gottes, die war da über dir, über dein Leben, für dich eigentlich, wo du noch gar nichts hast wissen von ihm. Unabhängig, wie du reagierst, unabhängig, was du machst damit, die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, ist da über dir, über dein Leben. Du hast es nicht gewusst, du hast nicht darauf reagiert, du hast dich nicht, weil du das Gefühl hast, die Liebe ist da, muss ich mich doch jetzt ein bisschen wohlanständig verhalten. Nichts davon. Du hast dich total daneben benommen, hast überhaupt nicht geschaut, dass Gott gefällt. Trotzdem war die Liebe da gewesen. Trotzdem war die Liebe da gewesen über dein Leben. Gottes ausgestreckt nach dir. Also die Liebe Gottes ist unabhängig von deiner Reaktion. Und dann, wenn wir Kinder Gottes werden, dann denken wir, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich die Liebe verdienen kann. Jetzt muss ich mich sittlich, moralisch wohlverhalten, dass ich die Liebe verdienen kann. Nein, die kannst du nicht verdienen. Unmöglich. Vorher hast du sie auch nicht verdient und nachher auch nicht. Unmöglich. Also das müssen wir erkennen. Die Liebe ist da, unabhängig von meiner Reaktion. Unabhängig von meiner Reaktion ist die Liebe Gottes einfach da. Aber wirksam wird sie erst dort, wenn wir Ja sagen zu Jesus. Dort fängt sie an zu fließen. Dort, wo wir sagen, ich will das Kind Gottes werden. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Also dort, wo wir Jesus aufnehmen, Ja sagen zu Jesus, dort fängt die Liebe an zu fließen. Haben vielleicht einige erlebt, die Jesus angenommen haben, hat er plötzlich das Gefühl gehabt, hey, jetzt schwebe ich auf Wolke 17. Jetzt geht es mir so gut, ich bin so happy. Das erleben nicht alle. Ich habe es auch nicht so erlebt. Aber viele erleben es so. Bei den anderen kommt es irgendwann später, wo sie merken, hey, die Liebe Gottes ist so gut. Die erste Liebe, sagt die Bibel, die erste Liebe, die du erlebst, ist so schön mit Gott zu leben, ist so super mit Gott zu leben. Aber irgendwann, wenn du die erste Liebe so erlebt hast, kommt der Alltag, kommen die Umstände, kommen die Schwierigkeiten. Wie bleiben wir denn drin in dieser Liebe im Alltag? Montagmorgen musst du arbeiten. Wie bleiben wir drin in dieser Liebe? Das schauen wir dann auch noch an. Und noch ein anderer Punkt. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Er hat nicht Liebe, sondern er ist Liebe, Agape-Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, wer in der Agape-Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also da sehen wir, es fängt an mit Erkennen, aus dem Erkennen kommt das Glauben. Du musst erkennen, Gott ist Liebe. Durch und durch seinem Wesen nach. Er ist nicht böse auf dich, sondern er hat nur Liebe für dich, er hat nur Liebesgefühl für dich. Erkennen und die Liebe glauben. Glauben heisst ja, nein, empfangen von Gott. Das heisst Glauben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Durch den Heiligen Geist kommt die Liebe Gottes in dein Herz hinein. Er bringt uns die Liebe. Also Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und dann als letzter Punkt noch, das Wort Gottes ist der Liebesbrief Gottes an dich. Ein dicker Liebesbrief. Geh mal in deinem Nachttischschublädchen, wenn du verheiratet bist, schauen, ob du so viele Liebesbriefe hast. Ob du so einen dicken Liebesbrief von deinem Mann oder von deiner Frau hast in deinem Nachttischschublädchen. Von Gott hast du so einen dicken Liebesbrief bekommen. Und der ist voll mit Aussagen Gottes, wie er denkt über dich. Dass er begeistert ist von dir, dass du wertvoll bist, dass du wichtig bist in den Augen Gottes, dass du einzigartig bist, dass er begeistert ist von dir. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo es in der Bibel, im Neuen Testament, wo steht, dass Gott zornig ist über seine Kinder. Es gibt nur eine Stelle. Und das ist die, wenn wir nicht Gnade weitergeben unseren Geschwistern. So steht nur, dass Gott Liebe ist. Nur Liebe für dich. Er ist nur Liebe. Nimm das an. Nimm die Liebe an. Nimm das an, was er über dich sagt in seinem Wort. Wir zeigen einem Kind zeigen wir unsere Liebe an, indem wir es zum Beispiel drücken und herzen, dass es unsere Liebe spürbar,
fühlbar erlebt. Und das will Gott ja auch, dass wir seine Liebe nicht nur theoretisch, sondern fühlbar erleben. Aber wir zeigen unsere Liebe auch, indem wir reden zu den Kindern. Wir eben sagen, du bist so wichtig, du bist einzigartig, du bist so wertvoll, ich habe dich so gern, du bist so schön. Dass wir das einem Kind sagen, immer wieder. Und die Bibel ist auch voll mit solchen Aussagen, wo Gott sagt, was du für ihn bist. Einzigartig, wichtig, geliebt, wertvoll. Für mich, für meine Entwicklung als Christ, ist es etwas vom Wichtigsten gewesen, was mich extrem weitergebracht hat. Etwas vom Faszinierendsten, wo ich festgestellt habe, was Gott über mich sagt. Wo ich es für mich genommen habe, was in der Bibel steht. Das war extrem gewesen. Zum Beispiel Psalm 18, das ist so einer meiner Lieblingsverse geworden. Psalm 18, Vers 17 folgende, wo steht, er langte herab aus der Höhe. Gott hat abgelenkt aus der Höhe, er griff mich, zog mich aus großen Wassern, entriss mich meinem mächtigen Feinde, meinen Hassern, denn sie waren mir zu stark. Und da steht, der Herr war meine Stütze, befreite mich, führte mich heraus ins Weite, jetzt hört, befreite mich, weil er gefallen hat an mir. Weil er gefallen hat an mir. Hey, als ich das gelesen habe, zuerst mal, dann so richtig bewusst, Gott hat gefallen an mir. An mir. Das hat mich total begeistert. Und wenn wir so mit dem Wort Gottes umgehen, mit dem Liebesbrief Gottes umgehen, wenn du solche Verse für dich nimmst, Wort Gottes für dich nimmst, wo Gott sagt, wenn er dich sieht, wenn er über dich denkt, dass er gefallen hat an dir, dass er begeistert ist von dir, das setzt dich frei. Das setzt dich frei. Und dann spürst du die Liebe vom Vater, wie sie kommt in dein Leben hinein. Dann werden wir die Liebe Gottes erleben. Und so kommt man rein in die Liebe Gottes. So kommst du rein in die Liebe Gottes, in die Grunderfahrung hinein. Indem dass wir wissen und erkennen, ich kann sie nicht verdienen. Ich kann sie nicht irgendwie durch mein Wohlverhalten steigern oder vergrößern. Sie ist da unabhängig von meiner Reaktion. Sie ist gültig und fängt an zu fließen in mein Leben hinein, wenn ich Ja zu Jesus sage. Durch Erkenntnis oder Glauben wird sie verankert in meinem Leben. Es gibt ein Fundament. Und durch den Heiligen Geist kommt sie in Fülle. Immer wenn ich ausgelaugt bin, immer wenn ich ermattet bin, kommt sie durch den Heiligen Geist, wenn ich Gemeinschaft habe mit ihm und lebe im Wort Gottes. Was sagt Gott über mich? Solche Verse nehmen für mich persönlich. Jetzt ist die Frage, so kommen wir rein in die Liebe. Wie bleiben wir denn in unserem Alltag? Morgen, wenn du aufstehst und weißt, so, jetzt muss ich arbeiten, wie bleiben wir da drin in unserem Alltag? Und das sehen wir auch anhand von 4 Punkten, die wir anschauen wollen. Das sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und dann sagt er, bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote festhaltet, bewacht, bewahrt, dort steht das Wort Hereo, das wir mal angeschaut haben. Wenn ihr meine Gebote festhaltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das ist jetzt nicht, wenn wir reinkommen in die Liebe, sondern wenn wir eben bleiben in unserem Alltag, in der Liebe Gottes. Und Jesus sagt, wenn wir sein Wort nehmen und festhalten. Festhalten, in uns bewachen, in uns bewahren. Das Wort Gottes, das darüber redet, dass Gott nur gut ist, dass er nur gute Absichten hat mit dir, dass er keine strafenden Massnahmen hat gegen dich, keine sadistischen Züge hat. Bleibe im Wort Gottes. Bleibe in dem, was er sagt über sich und über dich. Auch in der Ehe, in der Kindererziehung. Wir müssen immer wieder einander sagen, ich habe dich gern. Du bist einzigartig für mich. Kompliment machen. Wir müssen es immer wieder hören. Auch von Gott. Du musst immer wieder hören, dass Gott will, dass es dir gut geht. Dass er begeistert ist über dich. Das müssen wir immer wieder hören. Und der 2. Punkt. Morgen, wenn du aufstehst, kannst du den praktizieren. Oder schon heute Mittag oder wann noch immer. Das sagt der David. Ich aber will in Gerechtigkeit dein Angesicht schauen, will mich sättigen, wenn ich erwache an deinem Bilde. Er sagt jetzt, wenn ich erwache, am Morgen früh. Wenn du wachst, gehst vor Gott und schaust ihn an. Der Heilige Geist zeigt uns ja, wie der Vater ist. Was Jesus erwirkt hat für uns. Er zeigt uns das. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Sich sättigen mit der Liebe Gottes. Bis du voll bist. Bis du erlebst, bis du voll bist von dieser Liebe Gottes. Die einzige Investition ist Zeit. Zeit nehmen, aktiv nichts machen,
sondern nur mal Liebe von Gott. Einfach seine Liebe in Empfang nehmen. Ohne dass wir jetzt wieder müssen etwas leisten, etwas ackern, etwas machen. Sättigen. Sättigen, bis du voll bist von dieser Liebe. Wenn du zum Morgentisch gesessen bist heute Morgen, dann hast du auch gegessen, bis du satt gewesen bist. Nicht irgendwie 2, 3 Biss von deinem Gipfel und dann hast du gedacht, so, jetzt mache ich etwas anderes, jetzt habe ich keine Zeit mehr für das. Nein, da hocken wir her und dann essen wir, sättigen uns, bis wir satt sind. Und das sollten wir auch in diesem Bereich machen, bis unsere Seele, bis unser Geist satt ist. Gleich wie an Mark und Fett ersättigt sich meine Seele. Das ist auch das Gleiche wieder, bis deine Seele satt ist. Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu. Und mit jauchzenden Lippen lobpreist mein Mund. Wenn ich deiner auf meinem Lager gedenke, in Nachtwachen über dich sinne, denn du bist meine Hilfe geworden und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich fest. Hast du von deiner Seele sagen, von deiner Gefühlswelt, von deiner Fantasie, von deinem Willen und Verstand, das hängt an dir. Meine Gefühle hängen an Jesus, am Vater im Himmel. Kannst du das von dir sagen, wenn du ehrlich bist? Der David sagt, meine Seele, die hängt an dir. Warum? Er lässt sich sättigen von der Liebe Gottes und die Reaktion auf die Sättigung von der Liebe Gottes ist, mit jauchzenden Lippen lobpreist mein Mund. Lobpreis, Lobpreis. Nur du und er. Nur du und er. Ganz intim, ganz persönlich. Lobpreis hier in der Gemeinde ist gut. Ist richtig, ist super. Aber auch Zeiten haben, wo nur du und er ganz intim zusammen sind. Wo du ihm sagst, hey, du bist so super, du bist so gut, du bist so sensationell. Es ist so gut, mit dir zu leben. Du machst es immer so gut. Nur du und er. Zeiten, wo nur du und er zusammen sind. Haben wir das? Nehmen wir uns Zeiten für das. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Und als letzter Punkt, Judas 20 und 21. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet in heiligem Geiste und bewahret euch so in der Liebe Gottes. Betet in heiligem Geiste, in Sprache beten, und bewahret euch so in der Liebe Gottes. Also wenn wir Sprache reden, in Sprache beten, kannst du dich selber in der Liebe Gottes bewahren. Das ist eine Möglichkeit, eine von mehreren, wie du dich in der Liebe Gottes bewahren kannst. Sprachengebet. Das sind die Punkte, wie wir bleiben in der Liebe Gottes. Bleiben im Wort Gottes, Gemeinschaft haben, uns sättigen, ein Bild Gottes, ihn anschauen, wie er ist, wie er denkt, sein Wesen, sein Charakter, ihn preisen, ihn anbeten, ihm sagen, dass er gut ist und Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. So bleiben wir in der Liebe Gottes. Und wenn wir das praktizieren, dann ist unser Glaube wirksam. Dann ist die Glaube wirksam. Er wird Frucht bringen. Du kannst empfangen von Gott. Du weisst, dass Gott total für dich ist. Dass er nur gute Gedanken und Absichten hat über dich. Dass du angenommen, einzigartig bist. Dass du wichtig bist für Gott. Und wenn er Schwierigkeiten, wenn er Probleme kommen, dann weisst du, Gott ist total gut. Er ist für mich. Er ist total für mich. Er hat keine strafenden, negativen Gedanken über mich. Und du wirst merken, das Leben als Christ, dein Leben mit Gott wird viel entspannter. Wenn du die Liebe Gottes so erlebst, satt wirst von der Liebe Gottes, merkst du, dein Leben als Christ wird viel entspannter, viel einfacher, zwar nicht problemfrei, aber die Probleme, die kommen in dein Leben hinein, werden Gelegenheiten sein, wo du Gott erlebst. Es werden nicht Sachen sein, die dich bodigen, die dich am Boden drücken, die dich dunkel behalten, sondern es werden Sachen sein, die du Gott wirst erleben. Einfach weil du voll bist von seiner Liebe. Erlebst und spürst, dass er für dich ist, dass er dir helfen will, dass er auf deiner Seite ist, dass er da ist. Also lass dich zuerst lieben von Gott. Bevor du irgendetwas anderes machst, lass dich lieben von Gott. Mach die Schritte, die wir jetzt zusammen angeschaut haben. Lass dich lieben von ihm. Nimm vielleicht, oder setz dich in einen bequemen Sessel rein daheim. Nimm ein paar Bibelverse, die wir vielleicht angeschaut haben, oder noch andere. Oder tu eine schöne CD rein. Und dann sitzt in diesen bequemen Sessel rein und schaust die Bibelverse. Niessest die Bibelverse. Oder hörst die CD, die Lobpreis-CD. Und bist so in der Gegenwart von Gott. Und lass dich lieben von ihm.
Lass dich lieben von ihm, bis du voll bist, bis du satt bist von seiner Liebe. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Und ich glaube, hier haben wir das Hauptproblem. Wir nehmen uns keine Zeit dafür. Für alles andere haben wir Zeit. Aber Zeit mit Gott, das fällt uns viel schwieriger. Nimm dir Zeit. Erlebe die Liebe ganz praktisch, ganz real. Aber es fällt dort an, du musst eine Entscheidung treffen, mal Herr, ich will mir Zeit nehmen, ich will vor dir kommen. Oft ist es dann auch so, dass wir denken, ich habe keine Lust. Jetzt habe ich keine Lust, vor Gott zu gehen. Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich lieber ein bisschen rumzappen im Fernsehen oder weiss nicht was machen. Keine Zeit, keine Lust und vielleicht auch keine Erwartungen. Nimm dir Zeit, probier es aus. Erlebe Gott, erlebe, dass seine Liebe da ist, dass seine Liebe ganz real ist, dass er will, dass du ihn erlebst. Und wenn du Zeit nimmst und so vor Gott bist, wirst du ihn erleben. Du wirst seine Liebe spüren, du wirst seine Liebe erleben. Vielleicht nicht in den ersten 2 Minuten, aber wenn du Zeit nimmst, du wirst ihn erleben. Und das Resultat wird sein, du wirst eine feste, stabile, geistliche Persönlichkeit werden. Gegründet im Wort, gegründet in der Liebe Gottes, wo du die Liebe Gottes erlebt und erfahren hast. Und du wirst erleben, dass dein Glaube wirksam wird, dass dein Glaube etwas bewirkt. Nicht nur ausnahmsweise, sondern immer wieder. Und die Folge wird sein, es wird für dich nicht ein Müssen sein, dass du Gott suchst, sondern du wirst auf positive Art liebessüchtig. Du wirst es immer wieder suchen. Du wirst immer wieder Zeiten suchen, die du mit Gott kannst verbringen kannst. Aber es fängt dort an, dass wir reingehen in die Liebe, dass wir uns entscheiden und vielleicht mit diesen Punkten, die wir jetzt angeschaut haben, Zeit mit ihm verbringen. Und du wirst, ich kann es sagen, wenn wir das erleben, es wird unsere Prioritäten verändern. Und du wirst positiv liebessüchtig werden. Du wirst gerne Zeit mit Gott verbringen.